Da nimmt man sich im neuen Jahr einmal den Vorsatz, ein bisschen mehr Zeitung zu lesen. Und dann ist einfach so ein Spaß in der Zeitung. Wer durch die App scrollt, kommt nicht an Adi Totoro vorbei. Mami, ich bin in der Zeitung. Aber wieso denn? Ich mache ja TikTok-Videos und darum bin ich jetzt in der Zeitung. Ja, guten Tag, da ist Vogt, ich würde gerne mein Kind zur Adoption freigeben. Es ist morgen, ich bin müde und ich bin auch müde. Moin. Ey, ich hoffe wirklich, ihr habt einen absolut beschissenen Start ins neue Jahr gehabt. Ey, Silvester, ich kann es nicht mehr hören. Rutsch ist gut, aber Rutsch ist nicht zu weit. Aber schau, dass du nicht ausrutschst. Deine Mom ist so fett, sie erlebt Silvester in 2 Zeitzonen. An Silvester wird nicht nur das Feuer wegballert. Ich glaube, ich tue das Jahr nicht mehr duschen. Nächstes Jahr halte ich mir an all meine Jahresvorsätze. Meine Freundin hat mir gestern oben einen gerutscht. Ich kann es wirklich nicht mehr hören. Aber da kannst du ja gar nicht drauf rumspringen. Also ich habe gedacht, ich mache heute wieder mal einen Vlog, weil einfach, ich habe in diesem Jahr noch gar keinen Vlog gemacht. Ich sehe schon wieder, das Video wird wirklich maximal lustig, oder? Nicht? Okay. Ich muss euch etwas zeigen, was mega traurig ist. Hello and welcome to I show you what I got to Christmas. Adilette. Eine seltene Triola. Eine Flasche besten Glühwein aus Basel. Nochmal Adilette. Eine seltene Triola. Oh, habe ich das schon gesagt? Die drippigsten Finken gestrickt von meiner Großmutter. Oh damn bro, what are those? Eine seltene... Halt einmal. Die fragt euch jetzt sicher, wieso steht im Titel die ganze Schweiz gegen mich oder alle gegen mich? Das da, das ist ein Radio. Bitte alle einmal nachsagen. Radio. Da kann man so eine Zahl einstellen und dann kommt eben so wie ein Musikding, wo die Leute dazwischen reden, am Stück live. Und ich bin heute eben in dem Dings innen, also nicht in dem Dings innen, weil ich auch physikalisch nicht Platz hätte. Es können Leute anrufen, ich muss dann gegen die spielen und wahrscheinlich verlieren. Das ist eine Quizshow und weil man dort natürlich etwas wissen muss, habe ich mich heute Morgen auch maximal gut vorbereitet. Ist etwas. Also. Wir sind beim SRF 3 angekommen. Ich sehe da schon jemanden. Wie er die Maske hat, oder? Kannst du mir schon sagen, was Radio ist? Das hat es früher noch mal gegeben. Das lassen vor allem die alten Leute so. Das hat mir früher noch Neuigkeit. Das Twitter von früher eigentlich, kann man sagen. Ja, und die alten Leute arbeiten auch dort. Genau. Ja, das sind so die Leute, die hier arbeiten. Ich weiss jetzt nicht die sympathischsten, aber man kann es sich halt auch nicht aussuchen. Und dann ist hier das Studio. Innenminister Gérald Darmanin mit. Sie moderieren das Ganze. Hier sitze ich dann, du in das Mikrofon reinreden und es ist mega krass und mega live und mega nicht geschnitten. SRF-Verkehrsinfo von 14.13 Uhr. Vorsicht in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Bern. Ich filme gerade jetzt auf der Kamera. Vielleicht kommt es im Video, ich weiss nicht, ob es drin ist. Ja, hallo. 300, 333. So läuft das da. Ich bin kein schon im Mount Everest. Du musst raschen von der Zugspitze weg. Ich will sagen, das Essen ist sehr gut hier. 10 von 4, es steht wie viel? 5:2? 5-1. 5:1, Leute! 5:1, wir sind auf einem guten Weg. So, da. Also ich bin ein bisschen, ich mache das sonst eigentlich nicht, ich bin eher eine Podcast-Frau. Wieso lachst du? Nein, du musst auch nicht so ausstrecken. Aha. Nicht. Ich bin tendenziell immer auf der Seite vom Publikum und sicher nicht auf der Seite vom Gast. Also, ich würde eigentlich gerne wissen, wo er seine Frisur machen lässt. Also viele Leute denken ja, das ist irgendwie so ein Topf auf den Kopf und dann geschnitten, aber das ist eigentlich wirklich professionell gemacht. Wie heisst der amerikanische Basketballstar, der im Januar 20 bei einem Helikopterabsturz ums Leben gekommen ist? Kobe Bryant. Richtig. Was müssen Autofahrer seit gestern auf Schweizer Autobahnen zwingend machen? Nicht mehr rechts überholen, rechts, links, rechts. Nein. Oh, also jetzt kann ich aufhören mit meiner Karriere. Ich höre auf mit YouTube, wir sehen uns nie mehr. Tschüss zusammen. Ja, ist klar, ich danke meiner Familie oder für die Unterstützung, dass jetzt das möglich war, das Spiel zu gewinnen. Das war natürlich eine gute Leistung in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit ein bisschen spannender geworden, aber alles in allem eine gute Leistung gewesen. Hallo, ihr Lustigen. Michelle Schwa ist am Telefon. Ich bin 70 und ich kenne einmal den Adi Totora. Und zwar gut. Ja gut, erst seit gestern. Ich schaue darum auch, wer das am Samstagnachmittag zu Besuch ist.
Dann google ich und dann habe ich ihn gefunden. Nachher habe ich geyoutubelt und nachher habe ich den Corona-Song gehört und gesehen und bin voll begeistert gewesen und habe mich verliebt. Mit 70 in einen 21-Jährigen. Ist das nicht toll? Es war herzig heute am Nachmittag. Es ist ein toller Gil. Macht so weiter, es macht richtig Freude. Ich höre euch alles am Sti. Tschüss zusammen und noch ein gutes Neues. Gut.